Heinis Rückkehr aus Sibirien. Ich seid noch op een von de fürsten Bank in der Schulklasse, 1948. Das genaue Datum weet ich nicht. Jedenfalls kloppet Lut an de Klassentür. Ein von de älteren Schüler hasche mit Dienst, müsste die Tür abmucken, wenn et ganz selten mal während der Unterrichtsstunde klopp. Ich glöf, et wird da geslene. Herrn Hoppeter informieren, dat Heini Breme und der russischen Kriegsgefangenschaft entladen wird und morgen in Van Bossel um Bahnhof ankommen. Heini wird ein von den ersten Kriegsgefangenen aus Sibirien, der aus Krankheitsgründen entladen werden. Die telefonische Nachricht von Heinis Rückkehr ging damals an Heini Schlumbohm als Bürgermeister, weil er Telefon hat. Damals hat kaum ein Haustelefon, Ute, der Bürgermeister, und der Riegen. Von ut wer der Geslene jedes Hus in Derb über Heinis Rückkehr informiert. Das würden Ereignisse und ging alle an. Und aus dem Derb sind einige Kerls in Krieg fallen, aber in russische Kriegsgefangenschaft, zur Zwangsarbeit, für Heini als einzige geworden. Weil wie man bloß einen Ackerwagen und einen Melkwagen haben, ist Schlumbohms Heini an einem Dach mit Opa und August gemeinsam mit dem Kutschwagen nach Bahnhof fährt, Heini abzuhauen. Die Freude wird unendlich. Heini soll nicht bloß mit dem Ackerwagen abgeholt werden. Heimaturlaub hat Heini zuletzt für 4 Jahre. Als Oma nur ihren als einen jungen Welle seich, erkennen sie, wie er lernen hat und ut sich wie alle Kriegsgefangenen. Ingefallenes Gesicht, aufgemagert, kottgeschorenes Haar. Und er wird zwar da, aber gedanklich noch weit weg. Und er wird still, vertellt gar nix. Tau schlimm wird dat, als dat er da aber snappen können. Oma war ne starke Frau. Schreien gäft dit bei ihr nie. Aber als sie sehen het, wie er lernen hat, müsste sie ne ganze Zeit lies schreien. Sie ha jo ein Jahr jüngeren Bruder von Heini im Krieg verloren. Heini ha, wie alle Gefangene, lang holt. Nu können he sich wel satt essen und dat he dann auch. Aber dat du nicht lang, da muss er Blut spucken. He ha dert lange Hungen Magengeschwüre kriegen und der wird nu platzt. Der Magen muss langsam an satt essen gewöhnt werden. He muss lang in Krankenhaus in Wasser legen. Die Krankenhäuser würden, so Gott non Krieg, noch nicht so gut bestückt, die Kranken gut zu ernähren. Und et muss jo ne magenschonende Diät werden. Deshalb feuer aus schon mal non Krankenhaus und brech Eier und Milch hin. Davon werden verträgliche Kost für Heini herstellt. Ei wird Westiefslan und dat Ei gel do innerreuet. Ich weet dat, weil ich dat schon mal für machen muss, als er will in Hus für. Fleisch hab ich deren Fleischwolf dreit. Dem Morgen wird dat Pürieren von Kost, wie man dat heute nennt, entlast. Im nächsten Winter finden wir Frags Karneval statt. Und Heini mit seiner damaligen Atelier wollen mitführen. Heini krieg Welle Morgenbläuen und dat kam so. Damals wären noch Slug Simsbrot, auch bei uns. Dat war ja übrigens verboten und muss geheim holen werden. Alle jungen Lü und der Nachbarschaft versammeln sich zu diesem Anlass. Die Finste werden verdunkelt, wie in Krieg, und trotzdem wird ein Festakt. Der Taugaben von Eier ergibt das Eierlikör. Und mit Obst Obstle. Nu stün wie Frags für ein Finste ein Buddel mit geilen Inhalt. Adele höll dat für Eierlikör und neuem Slug den Buddel. Spuck ut und schüttelt sich, igitt. Heini dech. So schlecht kann doch dat gar nicht schmecken. Und neuem ucken Slug uten Buddel. Aber dat wird kein Eierlikör, sondern flüssigen Bohnenwachs. Und löst BM welle Morgenbläuen ut. Nu käm he welle für lange Zeit in Krankenhaus und die Prozedur ging von vorn los. Endlich welle in Hus, fing he an, lichte Tätigkeiten zu tun. He grübel auch schimmerte aber nach, wie man jede Arbeitsweise noch rationalisieren kann. Opa fühlt sich denn wie ein dumm Jungen behandelt, wenn Heini welle mit Verbesserungsvorschlägen käm, und wär oft ärgerlich. Aber Heini hätt nicht nachgäm und wieder Arbeit an seine Vorschläge. Mama ist manchmal wütend worden, bei all seine Neuigkeiten. Aber er gäf nicht ab. In meine Kindheit hab ich zu ihm gesagt, ich kann nicht so viel Geduld aufbringen wie he, weil sich alle so swor denn, sich an Verbesserungen
zu gewöhnen. Seine Advies, alles schön fein püriert zu essen aufgrund von Magenbläuen, hat er verjimme beibehalten, solange er lebt, bloß mit den Lütten Unterschied, sich das Essen mit der Gabel fein zu machen. Suppen und Soßen dürfen nie fehlen, aber Sibirien hat er damals nie snackt, muss doch schlimm werden haben. Erst als er alt war und Oma und Opa lang nicht mehr leben, vertellt er mir, dass er Krattmelde war und großes Glück hat, weil er nie in die Situation war, Mann gegen Mann, braucht nie auf Menschen scheiden. Und das Motorradfahren in Russland bis schnell schwierig war und er oftmals von Weg oder von der Straßen abgekommen ist. In Sibirien war er für Buscharbeiten indelt, Böhm da machen, im Winter ohne Handschuhe. Wenn sie die Böhmen im Winter mit stiefgefrorenen Händen nicht holen können, heulen sie den ganzen Arm um die Böhmen. Zu essen gäf dünne Brotsuppen, einfach und Worte mit Brot kocht. Durch den langen Hungerprozess bildet sich Worte in den Beinen. Damit das Worte oder Bein aufluppen können, werden sie mit Nagels instecken. Und hungert mit Löcke und Wunden in den Beinen. Und bis sibirische Kühl würden sie denn auch nicht mehr zum Arbeiten zu brauchen. Das hat schließlich seine Heimkehr ermöglicht. Adenauer hat bewirkt, wenigstens die geschwächten und kranken Gefangenen nach Hause zu schicken. Ich habe die Vernarbungen gesehen, aber als er aus Sibirien zurückkam und die Narben noch frisch waren. Die Kriegserlebnisse haben bei ihm bewirkt, dass jede Bettler, der an seine Tür klopft, sich hinsetzen und satt essen darf. Und er sich mit jedem unterhält. Und in der Entbehrung der Krieg und Gefangenschaft lässt er großen Wert aufkochen. Rumzeugen, das wat nicht schmeckt, gibt von ihm auch gar nicht. Das soll in seiner Jugend anders werden haben. Da will er ein Leckersnut. Besonders gern ha er, wenn Mama kocht, weil sie gern experimentiert beim Kochen.